ein Lehrer mit seinen Studenten, sie gehen längs den Weg. Und dann fängt sie da ein paar Schau. Da stehen ein paar Schau bei den Weg. Und die Farmer, die schafft dann ein Jahr auf den Stab, im Blatt, die versucht das zu wässern. Dann sagt der Student zu seinem Lehrer, hey, wenn wir diese Schau verstärken, dann werden wir dort hängen am Baum stehen und sagen, was die tun, wenn die seine Schau nicht fängt. Dann sagt der Lehrer, da wird Spaß sein, aber wenn wir ein bisschen das tun, wenn wir da in jeder Schau ein bisschen Geld nehmen, dann werden wir dort stehen und checken, was die tut, wenn die sich die Schau anträgt. Und so sie tun das, dann ein bisschen Geld nehmen, die Schau, und dann lüren sie, und dann formen die Tempel 3, trägt sich die Schau, oder will sich die antragen, was er an, und eine Schau, das ein bisschen Geld bin. Und nimmt das Geld da und freut sich für das Geld, aber dann trägt die andere Schau an, und dann fängt noch einmal ein bisschen Geld. Und dann hebt seine Hänge ab, und presst, und dankt Gott, wenn er so gebet, dass er ein bisschen Geld kriegen, um seine Kinder eten zu haben. Die haben nichts zu eten. Und so das Student, der hat ein bisschen eine welche Lektion gelehrt. Und so wir reden von Freid. Ich frug in dieser letzten Werk, habe ich mehrere Menschen gefragt, was ist ein kleines Ding, oder was ein paar kleine Dinge, was die Freid geben. Und ich kriege verschiedene Antworten. Einer sagt, dann heute ein Köffel Kaffee. Der andere sagt, wenn ich eingeladen war, wohin. Oder jemand sagt, verteilt, dass sie werden abgewaschen, dann haben sie, man muss ein Geschenk geben, für sie ein Geschenk kriegen. Und ein Jahr hat sie muss ihre Lieblingspop weggeben. Und da hat grülich schwer fallen. Aber als das Freid und das Kind ihr Sache sein hat, im Jahr, wem sie den Pop gegeben hat, dann wird das alle wert gewesen. Viele von ihnen haben Weihnachtsdosen mit in Haus genommen. Die wollen das vielleicht nicht selbst geben. Einmal würde das Fan sein, wenn wir selbst führen, die Kinder die geben. Die würden ihnen surprisen, die Freid und die Kinder, gesagt. Die haben vielleicht das nicht zu kriegen, aus das, was du hast gekauft. Und so sind viele kleine Dinge in uns Leben. Eine Person sagt, wenn dort zu Weihnachten Schnee, dann dort wie eine Freude. Wenn die so eine Menschen sind, die wollen Schnee haben ab Weihnachten, dann fehlt ihnen emotional halb. Und so, bloß dort ihr weiter. Eine andere Person sagt, wenn sie smart auf der Wegschule abstaubt, dann dort dann ein bisschen leichter wird. Aber weißt du, Lied, die dann sind arg wehen. Das ist nicht, dass die zu fad sind. Die wehen sind arg. Like, wems Idee ist das, dass wir auf eine Wegschule abstauben? Hey, du mal weiter. Wo ich nicht auf den Regen legen, die Beine hechten an der Wegschule dann ableihen. Like, das wird viel leichter wehen. Die würden viel Freude Weihnachten haben, wenn die da sind. Mal, wenn du in einem Restaurant bist, dann check mal mit Rahmen, jemand, was du nicht kennst. Und dann betul den Sinn eine Multit, wenn du rütest. Lernen auch, wir haben all vielmal in uns Leben belebt, dass wenn wir wollen uns Eten betonen, dann haben wir dort betont für uns. Und das gibt immer ein bisschen Freude. Und weißt du, wenn du kannst das für ihn dort tun, das gibt eine Freude. Mir denkt dann auch, unser Office dort in Kilometer nähen wir, dann sollt wir mal in der ersten Stufe am Dash, ich weiß auch nicht, was wir da ein Meeting haben, oder ein Break, oder was immer, aber einer wird euch eine kleine Meal nehmen, mit einer Dose Marzipan. Das habe ich mal alle belebt. Nicht, wo ein kleiner Meal, weil Marzipan für heute mal so. Und dann wird jemand sich auch in der einig, wo die Dose mal ganz heute. Und die hatten das gesagt soll sein von der kleinen Meal. Sonst hat das Leute noch niemals überlebt. Und die ran ihre Mama, fatal, was sie überlebt hat. Und weißt du, einmal sind wir so selbstsüchtig und wir sind so vertieft mit diesen Problemen, die ich habe. Und weißt du, wir haben alle nur Dinge in uns Leben, die nicht Freude sind. Aber einmal wollen wir mal ein bisschen für jeden von uns selbst und mal ein klein bisschen was tun für eine andere Person. Das ist ja Freude. Weißt du, jemanden da so sein als den Hund. Dort mal den Hund ab einigen Haus anbringen und den Mann ab andere ein. Dann lässt ihr der für 3 Jahre bloß mit 3 fahren
Butter, und dann lädt der Bad los sein. Wer wird schafft sein, wer nicht. Und so, na, nicht mein Phone. Aber weißt du, du kannst den Hund in den Schrank dann stoppen und lassen den auf von daher werden und den rütteln, was die beste Freund sind. Versuch mal mit deiner Früh. Und so, weißt du, das sind viele Dinge, wir können verschiedene tun. Aber ich nenne das Freid im Moment. Und das ist einmal für was wir leben. Freid im Moment. Aber nu als Weihnachten, und das ist immer eine Zeit zum Geben. Und weißt du, eine Ursache, wohin wir geben, ist, wenn wir wollen checken, wenn die Kinder ihr Geschenk aufmerken, und die wird einmal das Gesicht abdagen. Haben das Charakter gekriegt, was sie wollen. Niklas hat das gebracht, nicht. Ich hoffe, die, was sag auch was. Dann wird uns gelehrt, dass wir so ein Schlucken gehen, dass wir den Niklas nicht kommen, aber die wird mit der Kette kommen, dann wird er uns umbringen. So, dort, wo ich nicht so funny sehe, sexy. Ich lebe nach meiner Angst, not just kidding, aber wir leben, also ich kenne ja fair nicht, wenn irgendwie dort Jeff Spuß oder was, ich weiß nicht, aber Freid im Moment. Wir fuhren mal nach Chihuahua, wir hatten ein oder zwei von unseren Grötchen mit, und dann waren wir uns einig, als wir bei der Kassette kamen, wir würden mal bloß verspußt, die Betulen, was hängen uns kamen. Wir wissen nichts von wer das wir. Und dann betult wir da für uns, und dann nach der, was hängen uns kamen. Und dann fuhren wir auf eine Chihuahua, und neben dem der Chor, der fuhr uns vorbei, und die Blues und Wäfel, und da waren eine Familie mit Kindern, die hatten eine große Freude gekriegt. Und weißt du, das jetzt scheint, nochmal wem was geben. Das sind bloß kleine Dinge, was du kannst tun, zum mal wem ein bisschen Freude mehr. Aber nicht bloß dort, weil wir sagen einmal, dass jetzt Scheiner geben uns nehmen. Das ist korrekt, was da passiert, wenn du kannst wem ein bisschen was geben. Und das hat uns ein kleines Stützchen von uns selbst wegdrehen. Because ich habe alle Probleme im Leben. Some von denen sind die. Just kidding. Aber weißt du, wir haben alle Probleme in uns Leben. Und so, wenn wir können, wem eine Freude im Moment. Aber weißt du, eine Freude im Moment kann einmal die Freude geben für morgen. Und das will ich really well von reden, von der Freude für morgen. Weißt du, eine Freude für morgen ist nicht gegründet auf das Moment. Eine Freude für morgen ist nicht gegründet auf meine Umstände. Eine Freude für morgen ist gegründet auf mein Glauben und einen guten Gott. Nicht einen Gott, was ich immer verstehen kann. Auch nicht mal einen Gott, was immer dort tut, was ich glauben soll. Aber mein Vertrauen, mein Glauben, dass Gott als ein guter Gott hat mir seinen Sinn geschickt, hat seinen Sinn in diese Welt gegeben als ein Erlöser. Und wie kann nun eine Erlösung haben, wie kann Vergebung haben, wie kann ewiges Leben haben, wie kann eine Gerechtigkeit haben für Gott. Und wenn wir dort wirklich in uns Hort fußen können. Das ist eine Freude, die nicht verschwingt, wenn der Freude im Moment auch verschwingt. Und so einmal begehen wir Dinge in uns Leben, das nimmt uns Freude weg, oder das sind schwere Dinge. Aber wirklich eine biblische Freude ist gegründet auf Jesus, was er getan hat, der Heilige Geist. Ich will ein paar Verse lesen, in Epheser Kapitel 1, das sind nicht Verse, was unbedingt groß von Freude reden, aber das ist der Grund dafür. Das sagt dann, so wie das auch man tun, dass jede Worte gehört haben, wurde sie geraten worden in einem Glaubten. Morgen, da was sagt, sie werden geraten, wenn sie glaubten. Das ist Gott ihnen geschenkt. Dann sagt er, dann teken Gott mit dem Heiligen Geist. Und dann in der nächsten Vers sagt der Heilige Geist berichtet dafür, aber der garantiert dort, dass wir dort kriegen, was Gott uns versprochen hat. Da werden wir nu alle seine Herrlichkeit loben. Und so, wenn wir dort kriegen, das ist eine Freude für morgen. Nicht unbedingt immer eine Freude für von dir. Weißt du, das christliche Leben ist nicht immer ein leichtes Leben. Das ist vielmal ein schweres Leben. Und wenn du sagst, die Dinge auch, vielleicht, was die wird schön gehen, wenn das nicht reicht, wenn du Deutsch, oder Menschen spotten die aus, oder viele Christen in der Welt wird verfolgt. Die man sich im Verstärk wird abtreffen, oder die wird dort gemerkt, das sind all
duizenden Menschen doodgemerkt worden, wenn sie an Jesus glaubten. Und es hat nicht immer im Moment Frieden. Aber ich lese einmal Geschichten von Menschen, die sie umgebracht haben für ihr Glauben. Und wo die mit Frieden dort entgegengingen. Das ist einmal ein Ding, was mir meist nicht mal klar ist. Aber die haben Frieden für morgen. Die haben Frieden für dort, was Gott versprochen hat. Frieden ist einmal ein Ding, was wir alle wollen, aber meist nicht kriegen. Ein Schreiber sagt es dort, ne, horchen bitte, das wäre mir so wichtig. Ein Schreiber sagt, dass Frieden, das ist, wenn wir der Frieden kommt in das Geschenk, was Gott gibt, in meine Antwort zu das Geschenk. Wenn du was für ihn geben, aber der nimmt er euch, und der dreht sich weg, und der geht auf Fuß. Das fällt sich dumm, wenn du es mal belebt hast. Du hast dich vielleicht angestrengt. Und weißt du, wie Menschen, wir wollen einmal uns nicht Dinge geben lassen. Mir kriegt so einmal, das messt mit ihnen an. Aber weißt du, wenn wir das Geschenk von Gott, wenn wir das annehmen, erstens, das Geschenk ist eine Friede in meine Antwort für das Geschenk. Das ist sehr wichtig. Und so, wenn wir an Gott denken, wenn wir uns meinen durchhaben, und Tim, dass du eine Friede hast für morgen, dann musst du glauben an Gott, was gut ist. Wenn dort nicht ist, hast du keine Friede. Because ich weiß 100% sicher, du hast something in deinem Leben, wo du immer betest und du fragst Gott nur wegnehmen. Aber er hat nicht. Und dann bei einmal fangen wir an zu wundern, als er verhätten geht, Gott. Wo ist Gott? Ich habe all 20 Jahre gebetet für das. Einmal kann es vielleicht eine Krankheit sein. Einmal ist es vielleicht ein anderer Mensch in deinem Leben. In einer Ehe oder in einer Familie. Aber Gott hat nicht dein Gebet beantwortet. Dann einmal froh als Gott und Gott. Geeft er was dran. Und ich habe all vielmal in meinem Leben gehört von Menschen, die sagen, weißt du was? God does not care. Gott geeft nicht dran an mich. Ich habe auch so gefällt. Und Tim, dass du kannst Frieden haben, musst du das klar haben, dass Gott ist ein guter Gott. Kriegen uns die das verstehen kannst oder nicht? Kriegen uns, als das alles Sinn merkt in deinem Leben, das hat sich krieglich. Aber wenn wir den Glauben verlieren, dann verlieren wir mit der Taub unsere Friede für morgen. Und dann leben wir für die Friede im Moment. Und das wird es werden dann jetzt in Dinge, was äußernd sind, die geben mir nicht gerade Friede, aber die wollen mir morgen traurig machen, die wollen mir morgen Trouble bringen. Aber nicht gerade gibt mir das Friede. Ich will Ihnen eine Geschichte vertellen. Met een taub nur eine Person checken in der Bibel. Und diese Person, die hat einen Brief geschrieben. Der Philippa-Brief. Der Philippa-Brief, wenn die mal einen Brief lesen von Freid, ich glaube, ein Philippa-Brief, ich weiß nicht, was das ist, mal, wo Paulus von redet von Freid jünt. Lass mich ein paar von den Vers lesen. In Philippa 3, Vers 1 sagt er dann wieder, meine Brüder, Freid jünt im Herrn. Mir fällt das nicht schwer, jünt das immer weiter schreiben, dadurch wo je immer sicherer. Und dann Vers 2 sagt er, Freid jünt immer am Herrn, und ich sage Ihnen noch einmal, Freid jünt. Na weet je, een van de interessantste Geschichten für mich dort ist, wo dort durchkam, dass Paulus nach Philippi kam. Und ich will Ihnen mit Ihnen ein bisschen die Geschichten anchecken. Paulus, wir weiten, wir ein Christenverfolger. Gott begehen ihm am Weg nach Damaskus und Gott sagt, du wirst mein Apostel sein zu den Heiden. Und dann, nur some Jahr, dann als Paulus in Antioch mit Barnabas tob,
Barnabas hat sie von Jerusalem dahin geschickt, wenn du auf eine Church manche Herden und die Wasser, und du musst du Ruth geschafft und so. Barnabas reist dahin, hey, jetzt sich Paulus sehen, der ist über dem in seinen Dorf, wo er abgewaschen ist, in Tarsus. Und so holt Paulus nach Antioch. Und dann haben wir die erste Missionsreise. In Apostelgeschichte 13 und 14, wenn ihr das noch lesen, aber da haben wir die erste Missionsreise. Und so ab dieser Reise, da haben sie verschiedene Trouble. Paulus wird durchgeheft und wird gesteinigt, sein Chef hat unja, alle haben Schwierigkeiten. Und dann kommt der Dreh, aber das hat Feuer, was wir weiten, was es gegeben hat, in der ersten Missionsreise. Feuer steht in Antioch, Pisidium, Iconium, Lystra und Derbe. Die Feuer darpa, du hast es gegeben. Das ist die galatische Jent. Und dann ist Paulus Trias, nu kommen da religiöse Juden von der Kirche in Jerusalem. Das wären Christen, aber jüdische Christen, mit ein bisschen verdrehtes Evangelium. Und sie kommen nur diese Kirchen und sagen die Kirchen, weißt du Gott, jemanden nach Moses sein Gesetz annehmen, muss kein nicht selig werden. Und so dat je van de grote striderie, Paulus en Barnabas moeten we nemen naar Jeruzalem reizen, om dat ganze ding regelen. En weet je, ik weet niet of we verstaan wat dit krijgt meint voor Paulus. Wenn dit weer Paulus zijn probleem door zijn ganze leven, immer waren, wo immer hij in Anfang kwamen andere religiöse mensen hingen aan en verdarven dat, excuse me, verdarven dat wat hij daar deed. Hij eenmaal, je zeer angestrengt, met een denk buren en een denk aanvang, vielleicht in deine Familie, du hast die so angestrengt, um die nicht kennen, was ich abtrage. Nur einmal kommt du ein anderer Mensch an, ein dummer Mensch, und verleiht deine Kinder und vernichtet deine Familie, und das alle verpeisert. Das ist was mit Paulus passiert. Er hat angefangen mit seinem zweiten Blutkörper sein. Er hat sich wirklich angestrengt, und nun kommen die Menschen an, wo das alle sozusagen verpeisern, dass wir Paulus ein Problem durch sein ganzes Leben, die kann Paulus in der Brief lesen, und so das immer war, das scheint immer war gut, dass du Menschen, die am Tausenden am herankommen, oder die Kirchen vernichten und so weiter. Aber nun sind sie drei von Jerusalem, dann wollen sie, sagt Paulus zu Barnabas, wenn wir mal an die Kirchen gehen besiegen, was wir haben angefangen in der ersten Reise, dann werden wir den Mut merken. Und dann sagt Barnabas, ja, wenn wir das tun, dann werden wir bloß Johannes Markus mitnehmen. Und Paulus sagt noch, sehr lange nicht. Und ich habe die erste Missionsreise, da hatten sie Johannes Markus, das war ein junger Christ von Jerusalem. Markus, das Evangelium Markus, das von denen geschrieben Luther, aber das war ein junger Christ, der wir vielleicht nicht ganz abgewaschen für diese harte Arbeit, was sie deuten. So ging mit Paulus und Barnabas taub von Stützchen an, vielleicht ein ging drin in Haus, und irgendwie hat Paulus das sehr gebaut. Und so Paulus sagte Barnabas, no, Johannes Markus nehmen wir nicht mit. Und Barnabas sagte aber doch, und Paulus sagte aber nicht, und Barnabas sagte aber doch, und Paulus sagte aber nicht. Und dann sagte das. Sie waren sich so uneinig, dass sie jeder ihren Weg ging. Und Barnabas nahm Markus mit und segelte nach Zypern. Aber Paulus wählte sich Silas und vielleicht auch, und die Brüder wünschten an dem Herrn seine Gnade. Und so das ist der Anfang von der zweiten Missionsreise. Der ganz vertrauteste Mitarbeiter, was Paulus hat, wie Barnabas. Barnabas war die Person, die Paulus actually geholfen hat, zum in die Kirchen kommen. Und das ist noch eine andere Geschichte. Paulus war ein Christenverfolger, und er hatte sich bekehrt, und ich kam nach Jerusalem, und er wollte die Kirche nicht annehmen. So Barnabas stoppte dann an, und gab Paulus eine zweite Gelegenheit sozusagen. Und nun gab Paulus eine Gelegenheit, der Missionar zu werden von den Heiden, und so Barnabas das bei ihm gewesen, so ganze Zeit. Und so einmal ans Leben, haben vielleicht eine Person, was sehr, sehr wichtig ist für uns, aber wir verlieren die Person. Vielleicht wäre unsere eine Überzeugung, dort wie hier der Käse. Paulus hat eigentlich nur gesagt, wenn Herr Johannes nicht will, damit hat vielleicht dachte, die wir nicht streiten für dort. Aber allemal, er verlässt Barnabas. Und so Paulus und Silas, sie reisen los, besiegen die Kirchen, das ist ein positives Ding zu machen, und dort ist Timothy, sie fingen Timothy, und dort wird Luther Paulus in ganz vertrauter Mitarbeiter. Aber dann gehen sie wieder, dann gehen sie nach Westen. Und Paulus hat auch nach Asien, Kleinasien, dort sind die Städte, also Ephesus, die 7 Kirchen von Offenbarung, die sind alle in Kleinasien.
Und so da will Paulus haben, das Evangelium will er anbringen, der Heilige Geist sagt, nee, nicht du haben. Und der Heilige Geist merkt sie nicht der Tau. Und dann denkt Paulus, okay, na, der Lenker sieht, kann ich nicht, sie reisen Westen, sie können nicht nur Süden, sondern wollen wir nur Norden gehen. Und dann wollen sie nur Norden gehen, und der Heilige Geist sagt, nee. Und dann haben wir immer so ein Bild, dass Paulus und seine Mitarbeiter, sie reisen, sie vertrauen sich davon, sie wundern, was jetzt hier an. Die Bibel sagt uns nicht, krieg was der Ursache ist, wo wir das nicht schafft. Aber dann reisen sie, und das ist, wenn du ein schmaler Weg hast, im Westen. Und dann reisen sie im Westen und kommen sie nach der Stadt Troas. Und Troas hast du eng vom Weg. Troas hast du Meer. Hinter Troas hast du nicht, das Wasser. Und ich stelle mir immer so vor, als sie erst in Troas sind, dann satten sie durch so aus Raum 4. Und sie wundern, wo ist Gott geblieben? Hat Gott uns nicht beraubt für diese Arbeit? Wohin erstens verliere ich Barnabas, mein bester Mitarbeiter, und nu sagt der Jesus nee, und der Jesus sagt nee. Hast du mal dein Leben belebt, dass du glaubst, du hast eine Vision von Gott, oder du hast Gott sein Willen in dein Leben, und der David und alle tun. Und das war mit Paulus passiert. Und so, er kann nicht nur Asien, er kann nicht nur Frieden, Bithynien oder diejenigen, er kann der Heilige Geist, das ist, wenn der Heilige Geist am der merkt. Und ich stelle mir immer so vor, sie sollten in Troas Raum 4 und sie wunderten, was jetzt hier an? Habe ich was anderes getan? Oder ist Gott so doll über mich, dass ich Barnabas nicht mitnehme, dass ich mich nur noch verloren habe? Und weet je, wann wir so eine Dinge beleben in uns Leben, dann haben wir alle Frauen in uns Kopf. Wohin ist das? Liegt das an mir? Habe ich Gott auch gehört? Oder habe ich mir bloß was ausgedacht? Und so, sie saßen da am 4. Ich würde heute gleich da am 4 sagen. Wo verteilt Paulus, wann er nicht schafft in seinem Leben? Wo verteilst du, wann er nicht schafft? Und du dachtest, du hast klar, was Gott von dir will, aber die David und alle tun. Wo vertrauen wir dann? Und weil ich sehe von der Tür aus ein negativer Mensch. Ich rede dann leicht negativ. Das du auch? Dann fehlt mir in die beiden halb. Weißt du, wir reden immer negativ. Meine Frau, die ist so positiv, da kriegt nicht für deren Tod, David, und das ist immer noch ein Licht. Wenn du das Such hast, was du kommt, vielleicht über. No, aber ich habe eine sehr positive Früh. Und dann lesen wir das. Dann danach hat Paulus eine Vision, dass ein Mann von Mazedonien beiden Farmstunden sieht, komm, über das Mazedonien und halb uns. Und das wird sie tun. Endlich antwortet Gott. Endlich weiß Gott, okay, die sind auf der Rechte steht. Tegen de Freid verstellen Paulus, dat hier zu Paulus steht danach ab, nu weten wir, was wir wollen. Gott sagt nach Mazedonien, und nu wollen wir nach Mazedonien, und so sie dann, und Boot dann kommen nach der Stadt Philippi. Und da in der Stadt Philippi, da wird 40 Fuß eine Früh, eine Recke früh, und so die nimmt ent ab, und der halbt ent, und das jaft dann die Zeug. Und nu weten wir mal, was Gott will, nu haben wir Erfolg, nu schafft die Zeug, nu weten wir mal, wohin, und die Zeug der Wurst, und Gott sei Dank, nu schafft mal alles. Und dann ist du in der Früh, man bei sich ist. Und sie schreckt Paulus und Silas, und Timotheus hast nicht mehr mit, aber die wird niemals abgenannt hier, aber diese Früh schreckt ihn heran, Tag für Tag. Und schließlich, und ich glaube, Paulus weiß, was er wird geben, aber schließlich haben es den Mut voll. Und er dreht sich an mit dem Namen Jesu Christi, trifft er ihn bei sich erst raus. Und das ist nämlich all, was er ein mit den Brückenarm verwahr sein und Geld merken und so eine Dinge. Und so Paulus und Silas wird festgenommen und wird für den Marktplatz, wird zu der Zeit ein bisschen der Gerechtplatz wie, und so da wird entgeschlagen, ohne Gerecht, ohne Verheer, derche Heft, Kleider von Lief gereten, derche Heft, und mit Bluder gereges und Gefängnis geschmissen, in der untersten Stufe, mit der Feit und Stock festgeschraubt. Wo in der Welt ist Gott? Kann ich Ihnen feststellen,
Sie sollten dort in Troas Ram 4 und schließlich hat Gott gebeten, hier ein Weisheit und die hatten mal endlich erfolgen an David und an der Rutschen alle Rede. Hast du mal belebt in deinem Leben? Und so Paulus und Silas, sie saßen in Gefängnis und jamarieren und Paulus sagt, oh, why me, like, was für ein Ohr, hast du was zu tun? Sie singen, loben Gott, der Schrift sagt, die Gefangenen, die Hirten dort, das heißt, es steht aber Mäden in der Nacht, beten Paulus und Silas und sagen, Leute, Gott zu loben, und die anderen festgenommen, die Hirten dort. Und wird Freid in der Düster steht. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Gefängnis waren, aber von der ersten Tag, die Gefängnisse dort sind, sindersche Stuben, tänzt es erst einmal wieder. Gefängnis wie sehr leicht in jedem Loch, mit Not und Leid, Wut und Roten und bloß mal ein Plottietje sich voll Menschenschied und allerhand. Und du sollst du mit der Feit in den Stock angeschraubt. Sie haben ein bisschen einen Schraustock mit Leiche da bin, wo die Feit durch können, wird angeschraubt. Du willst kein Weich von Fuß kommen. Und dann sagt uns die Geschichte, dass ich ein Erdbeben und das ging alle zwei, die Ketten fallen los, die Beine werden los. Und Paulus und Silas, die Angestellten von der Stadt, die sagen, verlor die Stadt, seit wir hier fortkommen, sie kommen da raus, gehen nach Hause und beten nach der Kirche, der Mutter sprechen, dann machen sie die Kirche verloren. So das kart die Geschichte von wie das Evangelium nach Philippi kam. Und nu sagt Paulus zu der philippischen Kirche, und weet je, Paulus ist wahrer im Gefängnis. Der philippische Bereich ist von Gefängnis geschrieben. Ich weiß nicht ganz genau, was von Ephesus oder Rom, aber ein von den beiden steht da. Und so Paulus ist im Gefängnis. Und er schrift nur die Kirche. In Ephesus sagt in Philippa 4, Vers 1 sagt, verrätjen dem Herrn, und ich sage in den Himmel, verrätjen. Das ist nicht laden wieder. Die philippische Kirche wisst, dass wir nicht laden wieder. Sie haben Paulus sein Leben gesehen. Sie haben die Gefängniswächter, hat ihre Blut ihres gewaschen. Die hat ihn eten gesagt. Er wusste die Geschichte. Die Kirche wusste die Geschichte. Und so sind wir verloren. So, ich will jetzt noch ein paar Verse lesen in Philippa-Brief. Weet je, sag mal, viele Jahre 3. Dat maakt me oud hier, aber anyway, whatever dat is. Aber viele Jahre 3, woonde in Ontario. Dan ging ik door naar de show, de Bibelshow. Ik neem de klas in de Bibelshow, bloß ons oes. En die klas, die naam zich, Hamaletik, dat is een klas zum leren predigen en Bibel studieren en zo. Dan moest we fertig klas, 15 minuten boodschap vooruit maken, dan wordt fertig klas en videocamera. En van de eerste dag zie ik immer aan camera en dat denk ik niet mal aan wat je boven zie. Maar dan, dat we niet denken, zo de camera stond te hangen in de klasstoel en de studenten zouden al aan checken. En dan moesten we een 15 minuten predigt brengen. En dan dat we de camera draaien en dan dat watchen en uitbeteren. Heb je het allemaal zelfs gewatcht? En dan fehlt einem een emotionale halt, voets nog aan. En zo weer het ook doen. Some van jullie kennen maar af en toe je stem horen, wanneer je een WhatsApp hoort. Maar anyway, dan wordt mij daar uitgebeterd. Lorna weer die dag ook in de klas als dat wordt. Ze zei niemals waar ik in de Bibelschool. Jammer dat ze mij terug gedascht hadden. Aber das wird der Aufschnitt. Meine ganz erste Botschaft kam von dieser. In Philippa, Kapitel 1, Vers 12. Brüder, das soll ihr wissen, was ich durchgemerkt habe, habe mitgeholfen, das Evangelium zu verbreiten. Wieso? Weet je wieso? Wenn Paulus hält seine Augen ab Jesus durch die Ostererfahrung in sein Leben. Das, wohin Herr Luther kann sagen, das, was mit mir passiert ist, hat mitgeholfen, das Evangelium zu verbreiten. Dann sagt er wieder in Vers 13, dadurch aus allem in die Regierungspaulus, morgen dort, nicht in die Kirche, im Regierungspaulus, im Gefängnis bei dem Kaiser, in der Regierungspaulus, du im Gefängnis im Charleroi, dadurch aus allem im Regierungspaulus und auch andere dort klar geworden, dass ich wie in Christus in dieser Keden satt, hier in dieser Keden sehe. Na, die Geschichte, die wir sagen uns, dass sie gleich in Paulus, like, wie du im Gefängnis,
In einem Weg von einem Gefangenen bewahren, dass wir das den Wort angeschlossen an einen Soldat. Und die Soldaten, die denen alle Feier stehen, die Amtischen. Dann wieder war ein anderer Soldat angeschlossen an Paulus. Ja, ihr das verstehen? Ich meine, dem musste der Evangelium hören, das will er nicht. Die können gleich fort. Aber was würde es gegeben haben, wenn Paulus wie so was das Axi? Ja, Maria, schändlich selbst bejahen, kann ja was dran machen, die Freund kommen nicht mal bei sich. Und ich habe Gott seine Arbeit getan, ich meine, ich weiß nicht, Gott hat mich geraubt, zum Prediger sein zu Herden, zum Prediger sein wie Lebenswasser, da hat ich klar, aber kann ich gleich mit mir, ich sehe in Gefängnis, ich sehe, mein Leben ist bloß ganz verdorben. Wir würden nicht einen Flipperbrief haben von dir, wenn dort wir Paulus sehen, war ich was von denken. Und so wenn wir denken an Freid, und du sagst, ich kann Freid vermorgen, machen Grund haben das vor, aus in meine Umstände. Und so Paulus in Umstände wären nicht gut. Wir waren im Gefängnis. Dann sagt er wieder, durch meine Gefangenschaft haben die meisten Brüder am Herrn mehr Mut gekriegt, Gott sein Wort noch driester und furchtloser zu predigen. Wieso? Wo wird es dann geben, dass wenn ich sie festgenommen mich Hause verkehlt, wo wird es dann geben, dass die dann mehr Mut kriegen, zum auch dort down, zum auch in Gefängnis dann kommen, durch ihr Heft kriegen? Wo ihr es sind? Weißt ihr, was es sind Heft? Wenn die, wem sie im Gefängnis geschmissen haben, durch ihr Heft, wenn die kann sagen, weißt du Gott, ich sehe hier wegen Jesus und ich predige Jesus wieder. Dort wird Jünd Mut geben, zum auch. Wenn ich dann bloß sagen, ja, wir reden mich selbst bejammert und keiner gleich mit mir an all das und das und das, dann wird keiner von Jünd Mut kriegen, zu mir nur gehen, so zu sein. Aber sie ging Paulus nur, wenn Paulus, sunk, als dann Gefängnis wäre, der Regen, der blaut ran und der feiten stark fast und das stinkt, dass die nicht utdenken kannst, dann sunk er. Und der andere Gefangene hier, und der Flippers check wusste, was da passiert wäre. Und du sollt da war ein Gefängnis, und der ganze Palast, der ganze Regierungshus wisst dort, dass hier wegen Jesus fast, wir wissen die dort. Die wissen dort, wen Paulus verteilt hat von Jesus. Und weil Jesus am Rat hat. Und was er für ein Verfolger war, wie in so eine Dinge. Ich glaube, es für verschiedene Dinge verteilt hat. Und dann sagt er das. Und hier kommt das rüber, wo ich erst von rede, was Paulus Lebenszeit in sein Leben hat. Wenn das auch so ist, dass einige Christus uit Aufgangs en Striedsucht predigen, sie dann andere das doch uit gute Meinung. Das ist mir ein sehr interessanter Ding, dass es sind Menschen, die das Evangelium predigen, uit Aufgangs en Striedsucht. Was ist das Ziel dahinter? Er sagt wieder in Vers 18, sie rechnen Jesus wirklich viel, weil sie weiten, dass ich hier sie für das Evangelium anzustehen. Das sind die, die ich zwei Gruppen habe. Eine Gruppe, die Striedsucht predigen hat, eine Gruppe, die gute Meinung hat. Und die, die gute Meinung tun, die rechnen Jesus wirklich viel und sie predigen wegen Jesus und so weiter. Aber dann sagt er in Vers 17, jene, die Christus mal uit Aufgangs aus dem reinen Brief predigen, meinen sie war mir die Gefangenschaft noch schwander mehr. Und so Paulus hat nicht bloß die Welt gegen sich und die römische Regierung und diese Art Menschen, aber er hat auch viele Christen gegen sich. Andere Menschen, die aufgässig sind über Paulus, in Paulus nur reden, haben das Evangelium verdreht und leichter gemerkt für die Heiden, und die brauchen nicht all die Gesetzen folgen, und Paulus das bloß zum Nachfolger kriegen. All so eine Dinge, das finde ich auch einmal in der Welt drehen, über Predigers und über Anschlusszeug und so eine Dinge. Und so Paulus sagt, das. Aber was ist daran? Ob er nu uit einen abbrechen oder unabbrechen Grund kommt, das Wichtigste ist, dass Christus unter alle Umstände predigt wird. Und dort, nu höre ich, was er sagt, und dort freut mich und wo mich auch wieder freuen. Weißt du, einmal tauschen, da ist so ein Mensch, dass wenn die über mich schlechte Dinge reden, da bohrt mich. Aber wenn die Jesus daran, I couldn't care less. Und weißt du, was Lied?
Ich hatte vielmal even gedacht, ich will dollar zo'n Mensch sein, wo du heute wird hängen kann, so zu sein, wenn sie Jesus missbrauchen. Und sie brauchen Jesus in Namen arg, sie brauchen Jesus in Namen zum Pflegen. All so eine Dinge steht, und dort soll uns really abreden, dann soll wir abstehen für Jesus. Aber wenn sie mich dollar who in the world cares? Like, laut sie mich dollar an, laut die über mich sagen, was sie wollen. Aber wir Menschen sind so schrecklich selbstsüchtig, dass uns das dort don't, wenn sie Jesus vernichten, solange sie mich nicht wollen. Paulus wäre anders. Und er sagt, wenn sie mich dollar an, who cares? Solange das Evangelium von Jesus gepredigt wird. Und so in dieser Weihnachtszeit, wenn wir denken an Freid, biblische Freid, dort kommt davon her, wenn Jesus welcher ist, als ich sie. Weil ich sie nicht der Mittelpunkt von der Welt, Jesus ist. Biblische Freid oder himmlische Freid kommt von, wenn wir Gott sein Wort wegmerken aus uns selbst und wenn wir in Christus bleiben. Wir haben alle neue Dinge zum Übergrünzen. Alle von uns. Paulus hat auch. Aber was das Evangelium wird tun, oder was Gott kann durch mich tun, hat zu tun mit, wo ich handeln soll, wenn ich in einer schweren Zeit bin. Oder sogar, wenn Menschen mich damit nur vertellen, oder sie tun mich daran, oder sie schreiben allerhand on Internet oder WhatsApp von mir, was gleich so ist. Was ich mit dort tue, wird einmal entscheiden, ob Menschen Jesus finden oder nicht. Aber der ganze Regierungspaulus wisst dort, dass Paulus wie gefangen wegen Jesus. Ich damals für viele von den Soldaten von Jesus durch dort. Und Paulus sagt nicht, und bejammert sich selbst, und hat Terror und zu tun, und keine Freunde mehr und all so eine Dinge. Das ist eine andere Stelle, wo Paulus von redet, von den falschen Lehrern. Er nannte die Huing, die böse Huing und so eine Dinge. Und so, wenn das Evangelium verdreht wird, oder wenn Jesus wird durchgerannt, dann wird Paulus abgerichtet. Aber wenn sie andeuten, dann sagt er, what's mit dort? Who cares? Und ich habe Lebenszeit mit mir geschafft, dass ich dollar so ein Mensch will werden, ist dort. Ich sehe dir, das war mal meine ganz erste Botschaft, die ich predigen wollte. Und ich wusste noch einmal an das. Was about du? Wieviel wichtiger bist du selbst als Jesus? Himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Herr, du gibst uns Fried in der Welt voll Video. Du gibst uns Fried, wenn Dinge in uns Leben nicht reich sind. Und da sind bloß einfach Dinge passiert, was wir nicht verstehen können und keine Antwort für haben. Wir haben vielleicht halt 10 oder 20 Jahre gebetet von Dingen, aber das ist noch nicht klar geworden, was du willst haben. Aber dann einmal haben wir eine Klarheit gekriegt und dann ist es doch nicht so, wie wir dachten. Aber ich danke dir, dass wir haben Frieden in dir, Frieden in Jesus, der Frieden von morgen, der wird immer bleiben, wenn du bleibst immer. Help uns, auf den Frieden zu bauen und nicht auf uns Moment Frieden, was wir nie gerade haben, aber morgen ist es alle weich. In Jesus' Namen. Amen.